Ja, Freunde, hier bei Dragon Ball Sparking Zero ist alles möglich und C16 hat uns irgendwie auf den Kicher. Bei einer Was-wäre-wenn-Story. Wo wir im Kampf mit Piccolo angegriffen haben. Ja toll, das ist ja hier der quasi Endboss. Wenn war genug wäre, das stimmt schon. Hä? Haben wir gar nicht transformieren? Ich habe aber zu wenig Fähigkeiten, aber die Tasse klappt nicht zum Transformieren. Na toll. Ja, eine Was-wäre-wenn-Story, wo es darum geht, dass wir, wenn Piccolo und Cells gegenüberstehen, beim zweiten Mal, ne, also nachdem Piccolo gegen C17 schon gekämpft hat, dass wir nicht einfach abwarten auf Trunks und Vegeta, sondern dass wir uns sagen, oh, wir gehen mal vorbei, greifen ein, besiegen Cell, retten Piccolo, besiegen auch noch C18 und C17. Warum auch immer die beiden auch noch. Ah ja, den Move noch drauf, okay. Ich hab geblockt. Jetzt aber nicht, das ist so ein Move, den du nicht blocken kannst. Weil es so ein quasi Wurf-Move ist. Mehr oder weniger. Also das auch blocken kann, ey, das ist doch einfach. Ich habe glaube eine Idee. Muss aber jetzt erst mal ausprobieren. Mir geht wirklich nicht. Gut. Weil er haut mich direkt runter. Ich wollte mal gucken, weil jetzt wird er direkt wieder weg. Du kannst es nicht blocken. Ich wollte gerade gucken, ob er da mit dem Kaioken-Sturm, also meiner eigenen Attacke, das vielleicht blocken könnte. Mann, wie oft denn noch teleporten, Junge? Bin ich ja Teleport-Master auf Desaster oder was? Es geht von dem Kampf gar nicht darum, ihn wirklich zu besiegen und abzuwarten, bis er seinen Move macht und dann mit dem Kaioken-Sturm zu kommen. Weil eben, ich kann ja gar nicht auch transformieren, das geht gar nicht. Also warte ab, bis er soweit ist. Ich hätte so gern einen richtigen Kampf gegen ihn tatsächlich. Kaioken-Sturm, okay, das ist so. Gut. Worauf war der? Der Kontern kann nicht. Also wie könnte ich jetzt seinen Move quasi überleben? Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Oh fuck. Ja. Naja, Ultra Instinct lässt grüßen, wa? Ich frage mich halt, macht er seinen Scheiß-Move jetzt nochmal oder hat er keinen Bock mehr drauf? Seltsamer Kampf. Sein Selbstzerstörungsding nur einmal eingesetzt, war. Aber ja, da frage ich mich halt. Ja, gut, ihr könnt vermutlich auch ausweichen im Sinne von teleportieren. Ja, okay. Ich dachte eher, vielleicht gäbe es eine Möglichkeit, dass es einen Angriff überlebe. Oder dass er halt dabei drauf geht, aber ich nicht. Also, dass quasi dass sich ja, in die Luft sprengt, aber mich auch nicht. Irgendwie so. もうやめろ16号。お前自爆するつもりなんじゃないのか？まさかあんたも爆破装置がついてるのかい？これが俺の使命だ。孫悟空を殺すことが俺に課せられた。じゃあなぜすぐしないんだ？その威力ならこの島ごと消えるはずだろ？やめようぜ。今のおめえじゃオラに勝てねえ。それにおめえ悪いやつじゃねえみてえだしな。おめえから出てる殺気は本物だけんだよ。だったらセルと戦ってた時にオラ狙えばいいがったはずだ。それでも仲間を守るんを優先したっちゅうことは。確かにこの島の近くにも動物たちが住んでいる。これ以上戦ってこの島や自然を壊したくはない。孫悟空、お前はいずれこの俺が倒す。お前たちはいいやつだった。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。これからもできるだろ？さっさと新しい服でも買いに行くよ。こんな汚い格好してらんないよ。Schon mal was in der Waschmaschine gehört, C18? どうやら決着はついたみたいだな。あ、悟空、セルは人造人間は18号はもしかして倒しちまったのか？ Doch, doch, hat einfach einen auf Dragon Ball Super gemacht, wo ja auch jederzeit
So Goku, Vegeta, neue Kraft haben, wieder aufstehen, weil sie super ultra krass drauf sind und so. また来るってよ。えセルを倒し人造人間が立ち去ったことでひとまず地球に平和が戻ってくるのだった。彼らはまた悟空の前に現れるかもしれない。しかし脅威があろうがなかろうがこれからも悟空は強さを求めて突き進んでいくのだろう。 Tja, und dann taucht Zamasu auf, tauscht die Körper und ja, das jeder geht in eine ganz neue Richtung. Kannst du nicht ausmalen, ey. Kannst du aber nicht ausmalen, was hier abgeht. Die Zukunft verändert sich, ja. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass wir das Was wäre wenn so auslösen. Besiege Cell, die Zukunft verändert sich, ja. Hier, losgehen und helfen. Eigentlich geht es hier anders, ne? Wie wär's denn? Warte mal, so ein Goku-Saga. Gokus Rücken. Cyborg Cell-Saga. Okay, dann war das der Kampf gegen C19, wa? Ja, lieber ein bisschen seltsam ab das Ganze, aber okay. Das heißt, wir versuchen es gleich hier nochmal. Mit der richtigen Story, ne? So, wie entscheiden wir uns? Ich teleportiere zu ihm, aber wenn ich das jetzt mache, teleportieren wir zu früh zu ihnen. Ja. Sah gerade ein bisschen anders aus, aber okay, das war ein Fiebertraum oder sowas. Kurz darauf absorbiert Cell C17 und kommt auf diese Weise in der perfekten Form einen Schritt näher. Kurz darauf absorbiert er auch C18 und erreicht eine perfekte Form. Gut, jetzt war gerade irgendwie die Szene mit Vegeta plötzlich weg und so, aber okay, ist ja, warum auch. Warum soll man es auch irgendwie richtig machen, wa? Aber es kommt bereits der Kampf. Hallo, lecco mio, ey. Ich weiß, was ich davon halten soll. Einerseits finde ich es cool, dass die Charaktere in ihre Storys so aufgeteilt sind. Andererseits diese Sprünge immer dazwischen, die sind so nervig auch wiederum. Ah, das wird ein Spaß. Also für ihn, nicht für mich. Okay. Mist! Ah, jetzt bin ich teleportiert. Scheiße, ich wollte es anders machen. Ich wollte ihn auch mal zeigen. Warte mal. Der war gerade so freundlich. Ich glaube es doch noch. Na komm schon, Sally Boy. Ich will den Ablenker zeigen. Komm schon. Junge, das ist ein Let's Play. Ich muss ein bisschen was zeigen hier. Dann war was wieder gut zu machen, tatsächlich. Ja, toll. Jetzt bringt es nicht so ein Ultimate-Ding, kann ich nicht abblocken. Also abwehren. Ordentlich was abgezogen war. Ja, Sally Boy, es ist deine Zeit, nicht meine.
めた降参だ。おめえの強さはよーくわかった。 Oh, leg mich am ほ Arsch, ら ey. もうやめとく。 Was ist mit diesem fucking Story-Modus los? Was ist das? Wir haben noch gar nichts gemacht. Auf Zeit durchhalten. Ich dachte, es geht vielleicht irgendwie darum, dass er bis bestimmte Anzahl Kappe so runter muss oder so. Darf ich bitte raus hier? Junge. Ja, ist ja schön, dass ich jetzt das freigespielt habe, aber ich hätte es gerne noch richtig. Wir schwärmen zwar die ganze Zeit darüber und so, aber ich würde trotzdem gerne einen richtigen Kampf haben. Beleben eine gewisse Zeit, die Serienspiele beginnen. Okay, jetzt wissen wir, wie es gehen sollte. So, machen wir nochmal. Aber kein Timer oder sowas, war, wo ich sehen könnte. Vielleicht, das ist. Es ist ein bisschen mühsam. Ich hoffe, die Entwickler patchen das noch nach. Auch hier gerade mit gewissen Zahlen und so, dass ich da irgendwie was sehe. Das ist nicht so ein Ultima-Move, also wenn ich eigentlich. Wobei, den Abblocken ist natürlich schwierig. Außer gegen bei dem besser, wa? Komm, mach wieder mal dein Kamehameha. Das ist vorhin so schön gemacht. Der Junge kann dich auch besiegen, wenn es einfacher ist für dich. Mist. Und ich sehe es nicht, wenn er es macht. Oh, das ist eh nix. Das war zu spät dran. Geht ums Blocken plus Wahrnehmung. Und dann würde er halt so einen krassen Ding draus machen. Oh Mann, Junge, du gehst mir auf die Nerven, ganz ehrlich. Das ist eine Attacke völlig random ein. Ich habe keine Ahnung, wann du was machst. Das wird doch perfekt auf das, was er macht, kontern. Das ist doch so nervig. Toll. Ich habe richtig getroffen, wa? Ja, Sorge lesen schon noch. Warum? Hä? Ich verstehe das nicht. In diesem Training funktioniert es immer und jetzt klappt es wieder nicht mehr. Ich habe genug KP. Aber während der Wahrnehmung sinkt auch die KP-Leiste, also die gelbe. Das ist so, das ist ja nichts Neues. Also du brauchst ja wohl ein bisschen KP, das stimmt. Also Chi besser gesagt. KP, Quatsch. Chi brauchst du und die Fähigkeitenleiste. 2 Stück davon. Ich habe gar nichts gemacht. Das ist ein Ultima-Move, okay. Klappt der hier gar nicht, oder was? Das nicht klappt, das ist mir klar. Muss schon eine richtige Strahlenattacke sein, aber darf nicht der Ultimate Move sein. Moment, ich hatte einen wilden Sinn drauf und trotzdem
Ich verstehe es nicht. Er hat einen wilden Sinn drauf und trotzdem hat er mich getroffen. Okay, vergessen wir es, das mit dem Ding, das muss ich sonst mal im Trainingsmodus kurz zeigen, das klappt irgendwie gerade nicht mehr. Warum auch immer. Weil ich habe mehr als 2 Fähigkeiten leisten und vielleicht klappt es. Nee, das muss auch im Story-Modus funktionieren. Lassen wir das. Auch bitte kurz wieder raus, das ist nicht das, was ich will, sorry. Ich will schon richtig gegen den Cell kämpfen, also das Problem ist halt, ich muss verdammt schnell ihn halt besiegen. Und ja, ich weiß, wäre eine Was-wäre-wenn-Story und so, das ist mir klar. Aber das ist doch kein richtiger Kampf. Ja, ich beschwere mich ein bisschen jetzt hier über die Schwierigkeit und so, aber das ist ja, da ist ja nix. Da müssen wir überleben. Aber wenn ich also die ganze Cutscene ziemlich schnell überspringen solltest. So, Junge, wie stark ist der? Ja, ja, toll. Nein, schon. Sorry, der Kampf ist so. Warum, liebe Entwickler? Warum komme ich hier nicht raus? Ich möchte den Kampf wiederholen, ich möchte ihn gerne richtig machen. Ja, komm, hier überlegen ist ja keine Kunst. Ja, ich weiß, was wäre wenn und so ist schwierig, aber wir trotzdem gerne normal gegen ihn kämpfen können. Ach Leute, was soll ich bisher sagen, das Spiel? Machen wir jetzt, wie viele Folgen? Noch nicht so viele. 7, 8, das ist die 9. Folge aktuell. Aber ich muss leider zugeben, es gehört nicht zu meinen Lieblings-Dragon Ball Spielen bisher. Überhaupt nicht. Kampfsystem, technisch und so, also wirklich was nur darum geht, was du alles machen kannst. Plus Grafik, Setting, Einstellungen, soweit, also auch Möglichkeiten im Hauptmenü, sag ich jetzt mal. Eigentlich alles toll. Aber dieser, keine Ahnung wie der es nennen soll, Möchtegern-Story-Modus, der ist sowas von nervig. Ja, der Kopf ist ja irgendwie kontert. Also storytechnisch, Story-Modus-technisch besser gesagt, ist das überhaupt nicht mein Lieblingsspiel. Sowas von gar nicht.
Aber ja. Man muss nicht jedes Dragon Ball Spiel für alles, was es bietet, mögen. Ne? Das ist wirklich ein reines Kampfspiel und gerade... Gut, online weiß ich natürlich noch nicht, bin noch nicht so weit. 強かったみてえだ。 Aber generell, was du halt sonst alles einstellen kannst, was für Trainingsmöglichkeiten und so weiter hast und so, das ist halt schon... Ist viel, ist aber irgendwie auch cool. Was heißt irgendwie? Es ist cool, definitiv. Was ist Story-Modus hier so macht? Naja. Oh, Son Gohan hat wieder zurückverwandelt. Son Goku schafft es, Cells perfekte Form zu besiegen. Ich hatte zwar das Gefühl, ich habe sehr viel Glück gehabt. Ich musste aufs Sparken gehen, ich musste auch ein bisschen Superangriffe spammen, weil sonst... Das hätte nie geendet. Vor allem, da ich so einen Zeitdruck hatte. 母さん、ただい、大丈夫か？どこか怪我してねえか？うん。あれ？悟空さんは？ Hä? お父さんはまさか悪い悪いクリリンたちと話しててよ悟空さんおう父ケット二人ともおかえり Trotzdem geht es gerade hier nicht weiter. Ne? Einfach Heimkehr, jetzt wird der Arc zu Ende. Ich weiß irgendwie, ich finde das so seltsam, wenn das halt so endet, ne? Sag jetzt mal. Auf die Art und Weise. Und das mit Son Goku vorhin, also das Ding hier, auch das wurde per Zufall durchgeführt tatsächlich, das war gar nicht so gewollt. Aber es waren zumindest noch weitere Kämpfe. Es waren einfach so... Ja, ist halt fertig. Warte mal, Episodenkarte. Da ist aber ein Schwerkämpfer, Sieg und fertig. Hier, Bata und Jinyu, genau, wie war das schon wieder? Ich glaube, ich muss... Ah, genau, da haben wir doch was erwähnt, von wegen, warum ich gegen Bata gekämpft habe. Was umgekehrt? Nein, wieso ich Cheese besiegt habe statt Bata. Eigentlich hätte ich Bata besiegen müssen. Und das liegt daran, Cheese wechselt, oder wird durch Bata ausgetauscht, wenn wir seine Crusher Ball ablenken. Das, was im Anime ja auch passiert ist. Und dann tauscht er gegen Bata aus und dann können wir gegen Bata normal kämpfen. Das Ding auch, ein mächtiges Duo. Und dann, ja, alles gegen Schildkröten in Schule. Da hätte ich gerade jetzt viel schneller besiegen müssen, damit das läuft. Aber müssen wir so nochmal angucken. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Nächste Folge, ich weiß gar nicht, ob wir dann nochmal ein paar Was-wäre-wenn-Dinger zu Beginn wegmachen. Also sprich, nochmal gegen Raditz zu antreten. Weil es soll dann nochmal eine Änderung geben mit dem Kampf gegen Vegeta. Je nachdem, was wir dann noch so hinkriegen. Oder, ich meine, das Ding hier einfach halt bleiben eine gewisse Zeit. Ja, klar kannst du machen, aber es ist nicht wirklich eine Herausforderung, gegen Cells hier zu überleben. Da die Zeit wirklich sehr knapp ist, ihn zu besiegen. Das Ding ist viel schwieriger. Da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber ja, ich meine, ist sowieso so ein Punkt, wie schon mal erwähnt, ich muss irgendwie da mit dem Training, da geht es um die Superkonto und so, und das ist halt so ein Ding, ja, weiß auch nicht. Ich finde es halt einfach sehr, sehr schwierig, wenn es darum geht, vor allem im Story-Modus, dass du halt hier gegen die NPCs nur dann wirklich gewinnen kannst, wenn du halt, in Anführungszeichen, auf Spamming gehst, mit Sparking-Modus und so. Und mit den Superangriffen, dann, ja, dann ist halt so. Aber es geht sicher auch anders und ich hoffe, ich werde mir das in den nächsten Parts noch ein bisschen mehr zu Gemüte führen können. Ne? Nur so offen. Vor allem stehen bald auch die anderen Sagen an, ne? Von Vegeta, Piccolo und so weiter und so fort, wie auch sicher von Gohan oder Freezer und Goku Black und so. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und ich glaube, wenn wir uns aber wieder zurückkehren, wir haben glaube ich dann neue Dragon Balls zusammen, war, wobei natürlich Super Dragon Balls da fehlen. Für neue Charaktere und so. Noch ein bisschen was. Wie sieht es denn mit Tritt hervor aus? Ne, da fehlt noch was. Wir können da noch ein bisschen gucken und mich ein bisschen schlau machen, wie es aussieht mit den anderen Dragon Balls, wenn man die bekommt. Ne? Gibt es sicher auch irgendwelche Tricks und so. Wenn man schnell Superstellungen beschwören kann für weitere Charaktere. Ein paar fehlen ja noch. Aber gut. In dem Sinne, danke fürs Zusehen, Freunde. Und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Sparking Zero. Dann geht
Machen wir Story-Modus weiter, wenn sich nochmal gegen Cell antritt, obwohl, aber ja, vielleicht auch zuerst mal die anderen Dinger machen, wa? Also gegen Raditz nochmal, gucken, was das läuft. Nach gegen Bata Cheese, wir werden mal sehen. Bis dahin, tschüssi.